Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei der Janker Filmschmiede. Hier ist der Helmut. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute wieder ein neues, aktuelles Video. Ja, heute haben die Chance, die Likörbegeisterten oder die, wo gerne rumexperimentieren mit Kräuterliköre ansetzen, weil ich habe eine sehr gute Seite, da wo ich 6 Jahre lang schon meine Produkte beziehe, Gewürze, Tees. Und unter anderem geht es hier um diese Ansatzmischungen hier. Den Link werde ich wie üblich mit unter die Infobox rein. Das handelt sich hierbei um den bremer-gewürzhandel.de. Top-Qualität, alles natürliche Zusätze, nichts künstlich, und eine Vermischung hat 450 Gramm und heute will ich testen den Caipirinha-Likör. Alle Packungen reicht für eine Menge von A2 Korn, also 2 Liter Korn aus. Und die Mischungen sind sehr gefragt. Also Caipirinha ist für die weiblichen Geschöpfe ein sehr leckeres, riecht so und schmeckt auch so. Also wie gesagt, 6 Jahre beziehen wir dort schon unsere Ware, und heute will ich mal zum ersten Mal ein Video machen über wirklich diese tollen Ansatzmischungen wie Caipirinha. Mein Favorit ist allerdings der Blutwurt. Der Blutwurt hat 450 Gramm, der Caipirinha hat zum Beispiel 400 Gramm Mischung, je nachdem was für Sorte das man kaufen will. Der bremer-gewürzhandel.de hat so um die 7, 8 verschiedene Sorten, wo man ansetzen kann. Den Blutwurz mache ich mit stinknormalem Korn, also der muss kein teurer sein. Ich habe den vom Netto Markendiscount. Das ist der Doppelweizenkorn mit 38%. Den würde ich empfehlen, zum Beispiel bei meinem Lieblingslikör, der Blutwurz. Und den Caipirinha Ansatzmischung mache ich mit einem Weizenkorn mit 32% Alkohol. Ich muss sie unbedingt mal empfehlen, diese Ansatzmischungen, weil sie wirklich vom Geschmack her ausgezeichnete Qualität liefern. Und ich kann nur eins sagen, die schmecken besser wie die fertigen Flaschen, die es zum Kaufen gibt. Caipirinha Likör persönlich habe ich sowieso noch nie gesehen. Das ist wirklich ein Klassiker geworden, der sehr beliebt in der Party ist. Warum muss ich ansetzen? Ganz einfach. Bei mir stehen jetzt ein paar Partys schon an, und bis zu dem Zeitraum, wo ich die gebrauche, sind die fertig. Ich werde die Mischungen jetzt in so große Gläser einfüllen. Man braucht nämlich hier mindestens 3 Liter Ansatzgläser. Bei uns in der Nähe habe ich die gekauft bei einem guten Haushaltswarengeschäft. Gibt es aber auch bei Amazon unter Anmachglas oder Ansatzgläser. Also immer ein bisschen größer wählen, wie man ansetzt. Also in dem Fall setze ich 2 Liter an und das so Glas hat 3 Liter, weil man die ganze Mischung gelegentlich umrühren muss. Das Ganze lässt man dann an einem warmen Ort stehen, 4 bis 5 Wochen. Ich persönlich lasse es lieber eine Woche länger stehen, und dann wird abgefiltert in Flaschen. Ich habe Literflaschen, die zeige ich dann auch noch. Also Ansatzmischungen vom Gewürzer bremer-gewürzhandel.de kann ich nur wärmstens empfehlen. Probiert es aus. Ihr werdet begeistert sein, was für Geschmack diese Liköre haben. Ich werde jetzt dann so eine Mischung aufmachen, schütte die in diese großen Gläser rein, und dann kommen genau exakt 2 Liter Korn drauf, und beim Caipirinha machen wir das gleiche. Das messe ich hier ab in den Messbecher, und dann hat man wirklich einen Vorrat von 4 Liter Likör. Also bis zu der Detailansicht dann. Ja, hier habe ich jetzt in der Detailansicht, ich habe hier meine beiden wunderbaren Ansatzmischungen.
den Blutwurz und rechts hier den Caipirinha-Likör. Also wie gesagt, eine Mischung reicht für 2 Liter Korn. Für den Caipirinha werde ich benötigen einen stinknormalen Weizenkorn von Netto Markendiscount mit einem Alkoholgehalt von 32%. Das soll nicht zu stark werden. Und ein Blutwurz hat auch, den setze ich mit einem 38%igen Korn an. Wie gesagt, auch mit einem Doppelweizenkorn mit 38% Alkoholgehalt. Der Blutwurz darf ruhig ein bisschen stärker sein, weil der Original in Flaschen abgefüllt ist, der wo schon fertig zum Kaufen gibt, hat in der Regel 40%. Aber geschmacklich ein riesen Unterschied, meiner Meinung nach. Die selbst angesetzten mit diesen Mischungen schmeckt viel besser, milder, viel besseres Aroma. Ja, gehen wir es an. Dann habe ich schon erwähnt, ansetzen grundsätzlich in solche Anmachgläser. Die gibt es in einem gut bestückten Haushaltswaren, wie bei uns um die Ecke gibt es so einen. Da gibt es in 2 Liter, 3 Liter, 4 Liter und glaube ich das größte ist 5 Liter. Immer eine Nummer größer wählen, 2 Liter ansetzen. Im Hintergrund, Entschuldigung, muss ich mir entschuldigen, das ist mein Graupapagei, der Jago. Der will ein bisschen mitquatschen. Immer eine Nummer größer wählen, in dem Fall 3 Liter Glas. Das kann man hier nicht so lesen. 3 Liter, genau. Weil man ab und zu die Mischung ein bisschen aufrühren muss und dann stellt man es wieder an seinen warmen Platz. Da geht immer das Ding ein bisschen rechts runter. Am besten ist mit so einer Gummidichtung, damit der Alkohol nicht verfliegen kann. Macht seine Mischung auf. Die sind wirklich super verschlossen, man riecht hier überhaupt nichts, die sind sehr gut verpackt. Das finde ich schon mal klasse. So sieht die Mischung aus. Es ist Zucker drin. Das ist, ich bin der Meinung, das ist so ein bisschen ja, gemahlener Candice-Zucker. Dann die ganzen Gewürze. Ich kann mal kurz vorlesen, was drin ist. Sieht man schlecht. Zutaten, ne, das lese ich jetzt nicht ganz vor. Es steht bei allen Mischungen zwar drauf, 25 bis 32%igen Korn ansetzen und an einen warmen Ort stellen. Öfter mal umrühren, nach 4 bis 5 Wochen abseihen, in Flaschen füllen und genießen. Also wie gesagt, eine Woche länger stehen lassen und er schmeckt noch besser. Das ist bloß so ein kleiner Tipp, erfahrungsgemäß. Ich gebe jetzt hier diese Mischung hier rein. Jetzt kommt der richtige Duft zur Geltung. Stopp, das war jetzt der Blutwurz, richtig. Und wichtig ist, dass man diese Mischung exakt 2 Liter abmisst. Ja, da könnte man schon mal richtig schön rauschig werden. Der gute Alkoholduft, was da schon rübersteigt. Echt faszinierend. Ja, da haben wir jetzt 1 Liter.
Heute haben wir einen wahnsinnigen Sturm. Das ist genial die Zeit zum Schnaps ansetzen. Für draußen kann man eh nichts machen. Ich wollte zwar das Video draußen machen, aber leider, da reißt sogar den ganzen Schnaps weg. So einen Sturm haben wir heute. So, jetzt haben wir dann 2 Liter insgesamt. Wunderbar. Und rein damit. Nichts verbrutschen. So. Und dann rühre ich das Ganze schon mal ein bisschen auf. Das war's. Der erste ist schon mal angesetzt. Blutwurz, 38% Alkohol. Das kommt jetzt in einen warmen Ort. Weiter geht's, Teil 3. Und letzte Teil, erste Vorstellung, zweite Blutwurz. Und jetzt geht's Caipirinha, der gleiche Akt. Beutelinhalt aufmachen. Also ich kann es nur empfehlen, sehr leckere Mischungen, die kann man wirklich nur empfehlen. Selber mal rumexperimentieren, ihr werdet begeistert sein, ihr werdet keinen anderen Likör gar nicht mehr hernehmen. Hosensack. Wichtig ist, damit er die Intensivität hat, exakt 2 Liter abmessen. Man könnte normal hergehen und sagen, hau rein die 3 Flaschen, aber ich habe genau Literflaschen, wo ich das dann abfilter und dann geht es vom Platz ja schon gar nicht rein. So haben sie exakt 2 1-Liter-Flaschen und der Geschmack ist gerade richtig. Daher genau exakt 2 Liter abmessen. Dann stimmt das Verhältnis. Ja, da ist sogar ein bisschen mehr da drin. 0,7 ist sein genau 0,75, also fast 0,8. Eher fast 0,8. Da haben sie mal nicht gespart. Also Caipirinha, meine Empfehlung, 32%, mehr nicht. Das reicht. Eine richtige Schnapsbar, so mag ich das. Ja, wir haben heuer ein paar Feierlichkeiten. Die erste geht ja schon los in ein paar Monaten. Das könnte fast mich betreffen. Mehr sage ich da nicht dazu. Und es ist einfach immer was Schönes, wenn man selbst angesetzte Sachen daher gibt aus dem fertig gekauften Blempe. Gut, sind jetzt exakt 2 Liter. Mehr wollen wir ja nicht. Oh. Das riecht einfach bombastisch.
Am Anfang immer ein bisschen umrühren gleich. Dann zumachen und fertig. Fertig. Caipirinha und der Blutwurz. Ist eine tolle Sache, oder? Das war's dann. Also wer sowas auch machen will, wer sowas mal ausprobieren will, schaut rein. Bremer-gewürzhandel.de, Link unten einmal genau in der Infobox. Hier gibt es wirklich alles tolle Gewürze. Und das Schöne als Schmankerl drum drauf kriegt man im Probebackerl irgendwie Gewürz. Meistens ist das scharfes, so eine Art scharfes Zeugs. Und das kriegt man so als Geschenk dazu. Aber ich kann es nur empfehlen, hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man bedenkt, eine so Ansatzmischung kostet 2,10 € und man hat hinterher 2 Liter Korn. Guten Likör, da muss ich sagen. Toller Shop und hier macht Spaß zum Einkaufen. Ich habe schon viele Teesorten gekauft, es gibt ausgefallene Kaffees, aber die Ansatzmischungen, was der hat, schaut einfach mal rein, der hat verschiedene Ansatzmischungen, wirklich Sanddorn und irgendwas, glaube ich, mit Aronia-Beere gibt es da noch. Also wirklich top Ansatzmischungen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn man sowas probieren macht, schlagt es zu. Bremer-gewürzhandel.de, Top Shop, kann ich nur empfehlen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Übrigens, heute haben wir genau den 1. Februar 2016, Sturm, Tauwetter. Ja, wichtige Zeit zum Ansetzen und zum Also machst es gut. Helmut, die Filmschmiede.